Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 190. Folge vom Volline Podcast. Und ich glaube, wir sind wieder am Punkt, wo ich sagen darf, heute ist eine spezielle Folge, die vor uns steht. Yes, ich freue mich. Wieder mal ein Gümmeler. Genau, und unser heutiger Gast hat sich vom Nachwuchstalent zum Weltklasse-Domestik aufgeschafft. Er ist ein Unikat im Peloton, wo sich auch auf Kopfsteinpflaster bei Gegenwind oder bergauf nicht schade ist, den Hirschi und den Alaphilippe mit Ach und Krach an die Spitze zu bringen. Er kommt aus dem Zürich Unterland, fährt für Tudor und ist der Inbegriff von Schaffen, Leiden, Liefern. Auf dem Velo ein Helfer, im Leben sehr ehrlich und jetzt hoffentlich ready zum Volline gehen. Schön bist du bei uns, Fabian Lienhardt. Herzlich willkommen. Merci vielmals für die Einladung. Hey, freut mich mega, dass du da bist. Wir haben schon ein paar Mal auf dem Velo zusammen Kontakt gehabt. Ich weiss nicht, unsere letzte, also wir haben eigentlich 2-3 Ausfahrten zusammen gehabt. Für die letzte kann ich mich noch gut erinnern, als ich noch versucht habe, Veloprofi zu werden, sind wir eigentlich zusammen fahren. Und ich bin recht nervös gewesen, weil ich bin mit Wie war es? Ich muss jetzt wirklich gerade kurz erzählen, ich bin mit dem Lieni, wie man ihn in der Veloszene nennt, fahren. Und ich bin wirklich ready gewesen. Ich habe gewusst, fuck, jetzt gehe ich wirklich mit einem richtigen Profi fahren, oder? Und ich so, hey, ich muss auch so gut sein wie er und habe ihn auch dementsprechend gedrückt, oder? Und ich weiß nicht, ob du dich noch magst erinnern. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Das war etwa mein drittes Training nach der Off-Season. Ich glaube, gerade etwa vor 2 Jahren. Nein, 1 Jahr wahrscheinlich. Also es muss vor einem Jahr gewesen sein. Okay, ja, sorry, dann bin ich verirrt. Ja, aber ich weiss es noch, wie ich habe gedacht, was will jetzt der? Wollte er mir zeigen, wie gut er ist? Oder ja, der hat mich gehalfweilet. Und? Was war das Fazit nach der Ausfahrt? Ja, er war sehr sympathisch, aber ich habe gedacht, hey, was wollte er mir jetzt da zeigen? Nein, also das Ding war, ich hätte das wahrscheinlich für 2 Stunden durchheben und für ihn war es halt eine chillige Ausfahrt gewesen. Und er hat so gefragt, hey, also wir müssen dann schon nicht so schnell, gell? Und wir können schon ein bisschen easy. Und ja. Ja, eben, die mich kennen und den Podcast jetzt hören, die wissen, ich habe meistens eine gute Off-Season und nachher 3-4 Kilo mehr auf der Rippe. Und es war eben etwa das 3. Training, glaube ich, nach der Pause. Darum bin ich überrascht gewesen, wie stark du gefahren bist. Ja. Ja. Okay. Jetzt kommt der dumme Hure Ruderer und nachher muss ich ja. Genau. Nein, aber ja, hat sehr Spass gemacht. Wir haben auch noch reden. Also mein Puls war nicht so hoch, dass ich jetzt nicht mehr rausgebracht habe. Aber genug zu dem, das ist Vergangenheit. Wir sind jetzt im Herbst, das ist Off-Season bei dir. Du bist gerade aus der Ferien heimgekommen. Ja, wie geht es so? Was ist so in den letzten 2 Wochen sportlich in deinem Leben passiert? Ja, wie du gesagt hast, ich war bei der Ferien. Geplant war ein paar Tage Südafrika, richtig Ferien, Touristenprogramm. Und dann unten, wie es so schön ist, zum Mountainbiken, wieder ein bisschen anfangen zu trainieren, wieder ein bisschen reinkommen. Und hat mich dann leider am 2. oder am 3. Tag auf den Latz gehauen. Ein bisschen gröber als mir lieb war. Und jetzt habe ich da ein paar kleine Blessuren oder grössere Blessuren und muss leider meine Off-Season noch ein bisschen verlängern. Ja. Noch ein bisschen länger auf dem Sofa sitzen, ja. Also du hast ja gesagt, wenn man da den Schweregrad einschätzen will, dass du kurz Angst hast, überhaupt aufzustehen. Wegen dem Rücken, oder? Ja, einfach, ich habe 2 Rückenwirbel gebrochen. Und als Velofahrer hat man, also ja, allgemein, oder, wenn man stürzt, nachher tut der Rücken weh. Bei den Sachen, die man immer hört, ist man ein bisschen vorsichtig. Und dann hat es aber wirklich auch dermassen weh, dass ich kurzen Moment, ja, ein bisschen Angst, vielleicht nicht gerade, aber komisches Gefühl gehabt zum Aufstehen und habe mich dann wirklich nicht ganz strecken. Aber wie sich dann nachher im Spital herausgestellt hat, habe ich 2 Rückenwirbel gebrochen und normal sollte alles wieder gut kommen, aber ich brauche halt jetzt ein bisschen Zeit. Und also ich nehme an, es ist nicht das erste Mal, wo du gestürzt bist, aber hast du es schon mal wirklich gehabt vorher, dass du so Angst gehabt hast wie dort jetzt? Oder ist das ein Novum? Ich habe wirklich so lange mega Glück gehabt in meiner Karriere bis jetzt. Ich war auch immer recht stolz gewesen, dass ich nie einen Knochen gebrochen habe. Ich war kein richtiger Velofahrer gewesen. Und jetzt hast du was? 4 auf einmal? Ja. Und ich habe mal als Junior am Knie etwas gehabt, aber nachher, ich habe glaube nie in meiner Karriere einen Sturz gehabt, wo ich nicht am nächsten Tag wieder aufs Velo. Ja. Und ja, das erste Mal war ich so im Spital gewesen, nach einem Sturz. Gut, und das noch in den Ferien hat mich schon recht aufgeregt, aber ja, jetzt ist es so und bin echt froh, ist jetzt nicht mehr passiert. Ja. Das heisst, jetzt geht es dir eigentlich so weit okay?
Ja, eigentlich. Ja, es braucht einfach Zeit. Am Anfang hatte ich sicher ein bisschen einen mentalen Hänger gehabt. Gewusst habe, hey, verpassen das Dezember-Trainingslager, das relativ für uns Velofahrer wichtig ist. Und eben, wenn du schon 5 Wochen Off-Season gehabt hast und gut gegessen hast und auch ab und zu ein Bier getrunken hast, dann irgendwann hast du halt auch die Motivation wieder zum richtig loslassen und dann eben am zweiten Tag ist es dann anders gekommen. Aber jetzt geht es eigentlich. Der Struzzi hat mir eben schon gesagt, dass du gestürzt bist. Aber nicht, wie schwer du gestürzt bist. Darum wäre meine Anschlussfrage dann gewesen. Ich habe es ja auch nicht gewusst. Er hat mir einfach geschrieben, ja. sorry, ich konnte nicht zurückschreiben zum Antworten, ja, ich komme in den Podcast, weil ich gestürzt bin. Und darum habe ich Ja, auch nicht das ist kein einschätzen. Nein, weil meine Anschlussfrage war so, ja, wie sieht so... Also ich habe gedacht, du kommst da rein, sagst, ja, ein paar Trainingsausfahrten gemacht jetzt, jetzt gestern gestürzt, nicht so schlimm. Und meine Frage war, wie sieht so ein unspektakulärer Tag bei dir aus in der Off-Season? Aber jetzt muss ich meine Frage ändern und fragen, wie gehst du jetzt in die verlängerte Off-Season an? Was steht da? Welche Netflix-Serie hast du schon angefangen zu suchen? Hey, seit ich eigentlich heimgekommen bin von Südafrika, habe ich jetzt wirklich ein paar Mal müssen noch schnell zum Doktor, Handchirurg und so. Darum gar noch nicht so viel Zeit gehabt. Dann, meine Kollegen haben alle wieder angefangen zu trainieren, darum hat es etwa 3 Mal am Tag auch geläutet an der Haustür und irgendeiner ist Kaffee trinken. Also ist eigentlich mega cool gewesen. Ja. Ich habe gar noch nicht so Zeit gehabt, um darum zu studieren. Gut, Eben gerade die ersten immerhin 2-3 nicht Tage, wo ich auf dem Sofa gelegen bin. Aber Also man muss ja sagen, du hast ziemlich zumindest im Velofahren ein bekanntes Netzwerk um dich herum, wo du daheim bist in Zürich-Unterland. Erzähl mal, wer sind so deine Trainingspartner, die so einfach mal an einem normalen Tag bei dir läuten? also normalerweise trainiere ich eigentlich jeden Tag mit dem Sylvain Dillier, weil wir haben fast das gleiche Rennprogramm. Wir fahren meistens Klassiker und dann letztes Jahr jetzt Tour de France, oder diese Saison Tour de France zusammen. Darum eigentlich jeden Tag, wenn es irgendwie möglich ist, gehe ich mit ihm. Wir schreiben einfach kurz, hey, heute Training und dann fährt jeder plus minus am 10 ab. Ja. Er ist meistens schon bei mir und läutet, ob ich auch ready bin. In seltenen Fällen bin ich schon näher bei ihm daheim. Und dann trainiere ich meistens mit ihm. Okay. Dann, noch in Rüeg wohnt, gerade 2 Kilometer von mir weg. Sie kommt ab und zu mit. Ja. Mit ihr bin ich auch schon sehr gut befreundet. Mit ihrem Bruder Timon, der Mountainbike-Rennen fährt. Er ist jetzt ins Bündnerland gezogen vor etwa 1,5-2 Jahren. Vorher war er immer noch in der Trainingsgruppe dabei gewesen. Aber sonst auch ganz gute Kollegen vom Dorf oder von der Umgebung, die ein Stündchen mitkommen oder 2. Oder ich schaue eigentlich auf. Einmal pro Lebensabschnitt komme ich noch dazu, ja. Ich kann gerne wieder mal mitkommen. Ja, also das ich bin recht... meine Routen sind damit so gesteuert, dass ich... möglichst viele Leute abholen. Ja. Okay. Geil. Tom Gisler vom SRF hat mir letzte aus Strava geschrieben, hey, kann man sich da irgendwo eintragen, um mit dir zu trainieren? Ich habe die am Morgen gesehen mit einem Typ am Trainieren und am Nachmittag mit einer Frau, wie du bist unterwegs gewesen. Geil, also es ist nicht so, dass du so ein Einzelgänger wärst und den ganzen Tag allein durchstierst, sondern du hast eigentlich möglichst gern, wenn auch kannst reden und ich nehme an, machen dir schon auch richtige Trainings, die nicht mehr geredet werden? Also mit dem Sylvain sowieso, wer den Sylvain kennt oder Trainer an mich schaut, wie er fährt, ist es meistens ist es immer hart mit ihm. Du bist hinten und er drückt, oder wie läuft Ja, gibt es auch, wenn ich fast nicht mehr heimkomme, aber nein, ich denke, wir sind ein gutes Duo, um so auch hart zu trainieren. Aber wenn ich am Samstag, Sonntag Zeit habe, mega gerne mit Kollegen, die früher mit mir Rennen gefahren sind, die jetzt einfach noch hobbymäßig fahren und so. Und ich finde das halt, ich kann mal wegen dem anfangen Velo fahren, wenn ich das cool gefunden habe. Und wenn es drinnen liegt, irgendwie, wenn ich nicht gerade 3 Stunden voll Intervall muss machen muss, dann probiere ich das noch ein bisschen beizubehalten. Das ist schon geil, ja. Hast du so einen Geheimtipp auf deiner Route, wo man muss anhalten, beste Kaffee, beste Kuchen? Hey, im Moment gerade Sato-Kaffee in Turgi, wenn Sie es hören da. Vielleicht komme ich dann mal einen über. Dort ist gerade im Moment ist das unser Favorite Coffee. Ja. Das finde ich geil, dass du das so machst. Eben, ich glaube, es sind nicht alle so, es sind sicher auch viele Einzelgänger. Aber du hast es vorher angetönt, du hast ein sehr gutes Umfeld in deiner Umgebung. Du kommst ja von einem sehr renommierten Veloclub, der VC Steinmoor. Genau. Ihr seid ja eigentlich der beste Veloclub in der Schweiz. Ich würde schon sagen, ja. Schon, nein, ja, im Moment, wir haben sicher auch Glück, dass wir jetzt gerade 3-4 sind, aber wir haben wirklich, ich glaube, für so einen Dorfclub, wo 4 Welttourfahrer hat und einen Profi-Mountainbiker. Wissen die, wer ist dort alles dabei?
Also der Mauro Schmid kommt aus dem gleichen Dorf wie ich, ist jetzt aber weggezogen, aber er ist aus dem gleichen Dorf. Der Johann Jakobs ist, bevor er auf Belgien gezogen ist, wegen seiner Frau oder zu seinen Wurzeln, ist er auch im gleichen Veloclub gewesen, ja. Und Timon Rüegg und Noemi Rüegg, ja. Ja, also es ist schon krass, wenn man eben denkt, dass ihr eigentlich ein normales Schweizer Dorf sind. Ja, und du hast es auch angetönt, du bist eigentlich wegen dem, hast du angefangen Velo fahren, oder? Weil du mit den Leuten einfach eine gute Ausfahrt hast machen in dem Fall. Ja, bei uns im Dorf ist jedes Jahr ein relativ grosses Radquer. Und ja, mein Vater war auch Radprofi gewesen, und durch das bin ich so ein bisschen an das Radquer gekommen und halt hat geholfen beim Aufstellen. Oder mein Vater war dort im OK gewesen. Und dann sind wir 4, 5 Jungs in der Schule, die dann irgendwie das Radquer mal gefahren sind. Und dann, ich glaube, 2 Wochen später das nächste. Und so hat sich dann das ein bisschen durchgezogen. Mittlerweile bin ich der Einzige noch von denen, der fährt. Aber eben, es ist nicht mehr wieder jemand dazugekommen. Dann ist der Johann gekommen, der 3 Jahre jünger ist als ich. Und dann irgendwann der Mauro. Und wann hast denn du den Sprung nachher auf die Straße gemacht? Boah, ich habe lange beides gemacht. Vielleicht ein bisschen zu lang. Darum bin ich relativ spät in die Welttour gekommen. Oder so gefahren, dass ich davon leben konnte. Aber bis letztes Jahr U23 habe ich beides gemacht. Also bis zu der Radquer WM im Februar und dann auf der Straße. Ja, aber nachher eigentlich nicht mehr. Ist es nicht ein modernes Phänomen, dass immer weniger oder viele Sachen machen? Also früher haben viele mehrere Sachen gemacht und noch recht lang. Und heute ist es mehr so, dass es eigentlich so sehr schnell sich auf die Straße spezialisieren und dann dort gut werden, oder? Ja, da halt das ein bisschen alles ausprobieren und so ist ein bisschen schade, finde ich auch, aber es liegt fast nicht mehr drin. Ich meine, die unterschreiben mit 19 Profivertrag, mit 18. Ja. Und du kannst nicht noch herausfinden, ob du querfahren oder Straße. Ja. Also bis 23, außer du bist der Van Aert, Van der Poel oder ja, irgendwie ein anderes Supertalent, dann geht es schon noch. Aber sonst ist es relativ schwierig, gerade noch mit dem Bildungssystem hier in der Schweiz, oder? Wenn du noch irgendeine Lehre machst oder gehst studieren, dann kannst du nicht noch den ganzen Winter ein bisschen querfahren aus Fun und im Sommer dann Straße. Wo ist eigentlich die Stimmung besser? Bei so einem Strassenrennen oder dann so in Belgien im Dreck, wenn man den Berg hochfährt? Ja, wenn man ein grosses Rennen fährt in Belgien, ist es sicher mega speziell. Aber jetzt Flandern-Rundfahrt, wenn du dort den Quaremont rauffährst, ist es schon einmal... Schon eigene Liga. Ja. Und wenn du dann Helfer bist wie ich und in der letzten Runde am Quaremont bist abgehängt an der Flandern-Rundfahrt, dann kannst du es auch noch ein bisschen, ich sage jetzt nicht geniessen, aber du nimmst es ein bisschen wahr. Am Quer bist du halt so im Film rein, als du richtig durch den Sand kommst und so, dass du dann nicht so kannst aufnehmen kannst. Kann das sein, dass du bei der WM letztes Jahr bergauf, dort wo wir gestanden sind, hast du ein Wheelie gemacht? Das war der Johann. Ich habe mal die Welle gemacht, 1-2 Mal. Ja. Wir sind genau am... bei deinem Fanclub gestanden, ja. Voll, ja. Mit den Köpfen von mir, ja, genau. Das war wirklich geil gewesen. Also, klar, du hast keine Chance mehr auf den Weltmeistertitel in dem Moment, aber hast es gleich noch effektiv können... Also hast du gefeiert, oder? Das war nicht gespielt, nehme ich an. Also, ich bin ja erst relativ spät ins Aufgebot gekommen. Ich bin Zürcher und gewusst, dass die WM ist irgendwie 3 Jahre vorher. Ich wollte unbedingt fahren. Ja, und eine gute Saison gefahren. Nicht selektioniert worden, dann zum Leid vom anderen gleich noch kommen. Und dann WM daheim. Aber ich habe gewusst, Schreck ist schwer für mich. Irgendwann wird es mich abhängen. Und zum Rennen nur schon fertig fahren wird hart wahrscheinlich. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja gut, also Taktik war dann, dass ich alles gebe für den Mark Hirschi. Das ist relativ gut aufgegangen, er macht am Schluss 6. Und dann habe ich am Schluss auch gedacht, hey, jetzt wollte ich es noch geniessen, wie in der eigenen Stadt fast einmal im Leben. Ja, und dann habe ich den Johann getroffen. Ich habe schon angehalten, kommt der Johann von hinten. Ich habe gedacht, ja, ich bin der Letzte im Rennen. Schon angehalten und dann kommt der Johann von hinten. Dann hat er gesagt, hey komm, wir probieren fertig zu fahren. Ich habe gesagt, wir haben keine Chance, die nehmen uns raus. Aber Zürich-Bergstrasse fahren wir noch einmal rauf. Dann sind wir dort nochmal die Runde gefahren, am Fanclub vorbei. Ja, weil ich mag mich erinnern, wir sind so da gestanden und ich so, was machen die? Weil ich habe das ja nicht gekannt. Ich bin, glaube 2-mal an einem Velorennen bis jetzt und dann sehe ich eben so, alle, die hinten gefahren sind, haben angefangen. Das siehst du eben im Fernsehen nicht. Richtig Krawall machen. Ja. Und es aber es war richtig gut gewesen, ja. Es war wirklich grandios gewesen. Ja, am Schluss ist das, was bleibt, oder? Ja. Okay. Ja, geil. Und so also das ist wirklich, wenn du zurückblickst, ist schon ein schöner Moment gewesen. Ich meine, du hast auch viele andere geile Sachen erlebt, aber jetzt so ein Zürich-WM auch noch, ich glaube, mit der Nomination, die ein bisschen spontan gekommen ist,
würdest du schon sagen, es war wirklich ein sehr cooler Moment gewesen bis jetzt, insgesamt? Ja, ist sicher eines der Top 3 Highlights, glaube ich, in meiner Karriere. Ja. Eben WM, die hat wirklich mega viele Leute gehabt. Und ja, schlussendlich, für das ich spät ins Aufgebot gerutscht bin ich noch ein recht gutes Rennen gefahren. Und darum ist es mega cool gewesen, ja. Ja. Was sind denn die anderen 2 aus der Top 3? Ich glaube schon Tour de France das Jahr, das erste Mal mit 32 nachher noch Tour de France. Und ja, jeder fragt irgendwie, bist du mal Tour de France gefahren? Und vorher immer so ein Giro bin ich gefahren, Vuelta. Ja. Das ist sicher das Highlight. Was und unterscheidet Flandern finde ich einfach geiles Rennen. Das ist halt einer der grossen Klassiker. Ja. Was unterscheidet die Tour von eben einer Vuelta oder einem Giro? Wieso macht es nun mal so viel grösser oder so viel besser? Weil du bist ja alle 3 gefahren. Eben. Jeder kennt es schon, oder? Ja, alle meine Kollegen, die nicht so mega Ahnung haben vom Velofahren, die kennen halt Tour de France, weil sie im Sommer mal reinschauen im Fernsehen. Und dann einfach für Teams. Aber das habe ich auch erst jetzt wahrgenommen, als ich wirklich da war. Wie gross das ist. Wir haben auch viel Staff und so an der Giro und an der Vuelta, aber ich bin an die Tour gekommen, 8 Fahrer, 35 Staff, geguckt im Hotel. Ich dachte, hey, was mache ich da? Und einfach nachher, von der Teampräsentation bis zu Paris ins Ziel kommst, hat es einfach immer so viele Leute, du kommst nie neu mit an, musst irgendwo durchzwängeln und so. Und das ist schon krass, ja. Ist auch ermüdend, aber ist halt, das Hirn vergisst zum Glück den Schmerz und den Stress schnell, darum am Schluss bleibt es gleich schön, ja. Was war für dich die grösste Challenge an der Tour de France jetzt dieses Jahr? So weißt, ist es leistungsmäßig mitzuheben? Ist es mit dem ganzen Trubel rundum auch zu Schlag gekommen? Oder was hast du jetzt so für Challenges gehabt, die du meistern musst? Ja, wie man weiss, bin ich nicht der allerbeste Bergfahrer und es war einfach eine recht berglastige Tour de France gewesen, und vorne haben sich so Saures gegeben. Der Poggi, wie der gefahren ist, und dann bei den Etappen, wo halt schon früh am Berg kommst und dann abgehängt wirst, ist es manchmal schon hart geworden. Weil das Zeitlimit an der Tour ist halt auch relativ knapp berechnet gegenüber dem Giro und der Vuelta, darum ist es auch so ein Herzrennen. Ja. Denkst du dir so als Helfer, wenn eben so ein Poggi findet, ja komm, jetzt 100 Kilometer vor Schluss ziehe ich an und du weißt so, fuck, ich muss meinen Captain irgendwie noch vorbringen. Hast du dann gesagt so, hey du Hurensicht, kannst du nicht mal einfach chillen? Ja, denkt man schon, vor allem eben, wenn schon früher die Etappe am Berg kommt oder so. Ja. Und man dann ums Zeitlimit muss kämpfen. Aber also hast du das Gefühl, es gibt auch so ein eine Art Resignation im Feld, weil alle merken, hey, es passiert jetzt, er wird angreifen, es kann aber niemand etwas machen. Ja, scheiße für uns und das schießt uns an. Oder spürst du auch mehr so ein bisschen, so Jungs, haben mal einer gesagt, Jungs, dem zeigen wir es jetzt? Oder wie ist das so, wenn das spürst? Ja, ich habe das so, als er Paris-Roubaix gefahren ist und Flandern-Rundfahrt und so, dort habe ich das Gefühl, dort wollen sie gegen ihn kämpfen, oder? Und es geht ja dann manchmal auf. Aber ja, bei der Tour habe ich wüsste nicht, wie die gerade, die mit ihm wirklich kämpfen, wie es bei denen ist. Aber hinten weisst schon, wenn UAE vorne aufzieht im Berg hinein, weisst du, jetzt muss ich mir einfach ein gutes Gruppetto suchen und schauen, wo die anderen sind, die nicht so stark sind am Berg, und dann irgendwie noch ums Überleben kämpfen. Aber wie die Tour eben relativ das Zeitlimit knapp berechnet ist, bist du dann auch nicht mehr so Kollege hin, weil jeder will halt ins Ziel kommen und denkt, ja gut, wenn der andere nicht ins Zeitlimit kommt, ich bin wenigstens noch drin. Darum hast du den Gruppetto-Gedanken, so, alle haben zusammen und so, ist dann in der 2., 3. Tourwoche gibt es dann nicht mehr. Ja. Ist es denn auch so dramatisch mit dem Zeitlimit, wie es dort eigentlich in der, was ist das, 1. oder 2. Staffel von Unchained gezeigt haben, wo der, ich weiß nicht mehr, einer von den Sprinter so mit 10 Sekunden... Meinst du Cavendish? Ist der Cavendish gewesen? Also der hat sich auch mal so krass gerettet und dann hat er nachher sogar noch... Ist nicht wie viel die geholt? Ja, 35 glaube ich, oder? Ja. Das war glaube ich mal einig. Ich habe gemeint, das war der Jakobsen. Jakobsen ist mal so ganz knapp noch reingekommen, ja. Noch zusammengebrochen im Ziel und genau, ja. Ist es so dramatisch, wenn hinten anfährst? Ich war eigentlich gut in Form gewesen, darum ist es jetzt gegangen, sage ich jetzt mal. Ich habe immer ein paar um mich herum gehabt, wo ich gewusst habe, wenn ich bei denen bleibe, dann kommen wir wahrscheinlich rein. Aber ja, es bricht schon ein paar Mal Panik aus. Und dieses Jahr haben wir ja das Bergzeitfahren gehabt und das ist für mich es war irgendwie 10 Kilometer gewesen, aber für mich ist der Tag ist die Hölle gewesen. Okay. Also wir waren in Lourdes gewesen, oder? Grotte von Lourdes. Ich habe wirklich gedacht, hoffentlich gibt das noch ein bisschen Kraft, wenn wir das Zeit fahren. Aber sie haben ja dann ein Zeitlimit noch aufgesetzt, weil sie Angst hatten, dass alle Sprinter schon heim müssen.
Stimmt, ja, das mag ich mich noch erinnern. Und dann, wie ist es gegangen? Also, Hey, ich bin all out gefahren dort und ich hätte, glaube ich, das Zeitlimit geschafft um irgendwie 8 Sekunden. Krass. Aber ja, ich bin froh gewesen, haben sie es ein bisschen aufgesetzt. Ja. Und was ist... Und wirklich, also, du warst halt gestresst, du bist an der Tour, eben 35 Staff machen alles für dich. Du lebst, sag jetzt mal, wie ein König, die machen dir wirklich alles und dann willst du nicht einmal 10 Kilometer Zeitfahren rausgehen, aber Ja, vor allem, ich nehme an, ich habe einfach, es war in der zweiten Woche, ich habe einfach auch nicht mehr schneller können. Ja. Aber ich nehme an, du hast wahrscheinlich schon auch so gedacht, so, hey, das vor Paris muss ich schon noch sehen. Ja, wenn du an der Tour bist oder ja. am Giro willst du schon froh und an der Tour sowieso auf Paris, ja. Und eben, es war meine erste Tour gewesen, dann sowieso. An der Vuelta willst du auf Madrid, aber kommst nicht. Ja, das Jahr sind sie nicht gekommen, ja. Oder? Ja, aber also finde ich wirklich schon noch krass, was dort amigs abgeht. Du hast ja das... Wie lange bist du jetzt schon dabei? So ein bisschen im Rennen... Seit der Im Leben etwa das 10. Jahr. Auf Also den eben, höchsten das ist 2 auch schon- Profistufen ist meine 8. Saison jetzt die nächste. Mega, mega lang. Und vorher bist du ja auch näher dran gewesen. Wie hat sich jetzt das in deinen Augen so ein bisschen... Wenn jetzt den Verlauf müsstest beschreiben bezüglich eben, Leistung im Feld, dem ganzen Trubel jetzt in den letzten paar Jahren mit der Netflix-Doku, mit dem Team finden, wie die Fahrer auch selber sich, wie die sind, wie die Typen im Feld sind. Gibt es da einen Trend oder ist es immer wieder auf und ab oder wie sieht das aus? Ja, als es immer schneller wird, eben, das sieht man ja Ja. in den Statistiken und alles durch den France wieder irgendwie Kilometer pro Stunde schneller. Aber sonst glaube ich schon, seit Corona hat sich schon viel auch verändert, weil man dort vielleicht auch eine Zeit lang mal daheim war und gesehen hat, hey, wenn ich seriös lebe und nicht, heisst nicht rausgehen und halt voll trainieren. Den Herbst nach Corona sind ja alle rumgerast. Ja. Und so ist es halt jetzt weitergegangen, ja. Okay. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein neues Zeitalter ist dort abgebrochen. Aber halt auch, ja, aber es ist ja auch eine Gesellschaft, alle Clubs in Zürich machen ja auch zu, die Jungen gehen nicht mehr so in den Ausgang und so. Oder das sagt denen. Auf Coffee Rides. Ja, genau. Aber ja, das hat sich schon Also mega lieber- verändert. Als ich in lieber eine Tour of Ausgang. California gefahren bin, 2018, sind alle, ich weiss auch nicht, am Abend hast du noch alle gesehen, in einem Kaffee oder auch mal ein Bier trinken und das gibt es halt jetzt nicht mehr. Also ist es wirklich so, dass mittlerweile nach diesen Rennen niemand mehr... Also gibt es keine Afterparty mehr? An der Tour de France und am Giro gibt es schon noch eine, aber sonst schon, ich bin, weiss auch nicht, Polen gefahren, Polen-Rundfahrt sind alle in Ausgang nachher und jetzt gehen vielleicht noch, weiss auch nicht, 10 Stück, oder? Also Ah, krass. ist es jetzt wirklich so, du kommst ins Hotel, packst deine Sachen und dann ciao? Also meistens reisen wir daheim am Sonntagabend nach dem Krass. Rennen, wenn es jetzt nicht gerade Tour de France ist. Mhm. Aber ja, eben Polen meistens bleiben bis irgendwie am Montag, weil es keinen Ja. Flug hatte, dann sind alle in Ausgang und vielen jetzt sagt das auch nicht mehr von meinen jüngeren Teamkollegen. Ja. Ist das wirklich so krass? Ja, hat sich schon mega verändert, ja. Krass. Ja. Und so eine Tour de France Afterparty, wie muss man sich das vorstellen? Ist das so pompös und luxuriös wie eine Siegerehrung am Schluss? Oder wie ist das? Ist das ein normaler Club und einfach alle gehen an den gleichen Ort? Oder? Das Ziel ist schon relativ spät, also ich glaube, wir sind ja irgendwie um 7:30 ins Ziel gekommen. Mhm. Dann nimmt man halt mal ein Glas Champagner, wenn man es geschafft hat, die 3 Wochen Strapazen Schädel durchgestanden ins- hat. ins- Genau. Dann 2-3 Bier drauf haben und dann geht man schnell ins Hotel. Und nachher meist an der Tour de France gehen alle Teams noch essen, vielleicht mit ein paar Sponsoren noch, Mhm. mit dem ganzen Staff. Und schon relativ Ausgiebig. ja, schön und Ja. gut. Was bei den anderen Grand Tours vielleicht nicht ist. Dort. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich alle Fahrer... Und dann am Schluss trifft man sich eigentlich noch in einem Club, Ja. wo halt an dem Gibt's so Sonntagabend einen offen spezifischen hat. Club, wo man muss im Auge behalten wenn Dem man Duplex. mal Duplex? Sind, fast alle trifft man dann dort noch. Ist es auch für die Öffentlichkeit zugänglich? Wahrscheinlich Das nicht. wüsste ich nicht einmal im Fall. Ich glaube, ja, irgendwie wird man wahrscheinlich schon hinkommen, aber Also ich meine, es wäre hat für- wirklich nur von Fahrer und Betreuer und Mechaniker gewimmelt, ja. Aber das wäre für viele der Traum. Also für viele Fans meine ich, nach so einer... Ja, als Zuschauer 3 Wochen bist du mitgefahren, immer schauen und dann am Sonntagabend noch mit euch ein paar Ja, Bierchen zischen. wäre sicher für viele cool, ja. Aber für euch wahrscheinlich eher weniger, weil... Willst du einfach- Ganz Wer ehrlich, wahrscheinlich ich hätte auch nichts dagegen gehabt, irgendwo in eine Bar gehen, wo ich Ja. kenne,
Velofahrer mehr gesehen hat, wo ich die letzten 3 Wochen irgendwie gefightet habe und Ellbogen austeilt habe. Darum. Aber es, Ja gut, dann kannst du Fight und Ellbogen austeilen auf dem Dancefloor. ja, das könntest du auch, ja. Und so pumpenvoll wie es dort ist, musst du es auch machen, ja. Mal ein Statement setzen, mal sagen, du hast mich die letzten 3 Wochen schikaniert, jetzt zeig es dir. Ah, nein, dort sind wieder alle beste Freunde. Ist das so? Ja, schon oft, ja. Denkst du auch nach den Klassikern, dort gehst du ja ist so hektisch und hast ja wirklich keine Freunde und dann siehst du einander wieder am Flughafen und ist meistens wieder gut. Hast schon ein paar auf der Blacklist, aber... Gibt es jemanden so in diesen grossen Teams, wo man weiss, die würden sich auch an der Afterparty nicht verstehen? Weißt du, wo wirklich so bekannt ist, die hassen sich. Wüsste jetzt gerade nicht, wo sich wirklich so auf die Schnelle kommt. Mir jetzt gerade niemand in den Sinn, aber gibt es sicher auch, ja. Ja, Ich habe noch eine Frage wegen vorher, weil du gesagt hast, eben, du kannst seit 10 Jahren davon leben. Wir haben letzte Woche auch lustigerweise über Velofahren geredet, weil wir haben den Padu vom Gimler Talk bei uns gehabt, der Co-Host war. Und er hat die Diskussionsfrage aufgebracht, ist es, also er hat es im Zusammenhang mit Fußball gemacht, ist ihr Lohn gerechtfertigt? Und er hat dann das Beispiel Velofahrer genommen. Er hat gesagt, eben, der beste Velofahrer auf der Welt, Tadej Pogacar, hat einen Lohn von 7 Millionen. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ich habe das auch schon hinter sie und für sie diskutiert. Aber Beziehungsweise, nein, lass mich anders fragen. Findest du, dein Lohn ist gerechtfertigt für die Leistung, die du bringst? wenn ich denke, wie viel ich unterwegs bin und was mir leistet, sage ich, könnte es ein bisschen mehr sein. Andererseits denke ich auch, die Skifahrer, wenn sie nicht gerade in den Top 30 sind am Weltcup, die verdienen fast nichts und haben auch einen mega Aufwand und müssen weiss auch nicht wo trainieren auf den Gletscher und so. Von dem her sage ich, es ist schön, dass eigentlich relativ viel davon leben können. Es sind irgendwie 18 Welttour-Teams, 30 Fahrer und die haben alle einen Lohn, wo sie irgendwie durchkommen. Von dem her finde ich das eigentlich okay, aber ja, logisch, wenn du denkst, was man leistet gegen... ist immer schwer zu sagen, aber gegen einen Fußballer, der 90 Minuten spielt, dann denkst du, ja komm, wir könnten uns ein paar Franken mehr geben. Aber ja. Gut, aber bei euch läuft es ja generell gut, oder? Das Business ist am Boomen. ja, also ich denke es ja, wenn man sieht, eben Tudor steigt ein, Red Bull steigt ein. Das hilft dann am Schluss allen, ja. Schlussendlich siehst du auch wieder, dass halt ein paar Teams lupft jetzt, wie gerade Intermarché und Lotto fusionieren und hat halt wieder 30 Plätze weniger, ja. Nur die Schweizer kommen voran. Also jetzt hat es im letzten Jahr, in den letzten 2-3 Jahren, gerade 2 Teams, die recht aufgestockt haben. Und, Israel ist hat jetzt auch neue Schweizer Lizenz, ja. Schweizer Lizenz. Hat nicht viel mit der Schweiz, also eine Firma, die es neu sponsert ist, glaube ich, in der Schweiz. Sie haben zwar den Sitz in Spanien, aber... Okay. Ja. Ja, aber ich habe vor allem Q365 gemeint und eben Tudor, wo du ja seit einem Jahr eigentlich dabei bist. Vorher bist du bei FDJ gsi. Weiss nicht, wie ist für dich der Transfer gegangen? Ist es smooth gewesen? Tudor ist ein aufstrebendes Team, FDJ ist recht etabliert. Wie hast du den Übergang gemacht? Ja, mein Traum war schon immer, eigentlich in einem Schweizer Team fahren, aber es ist halt, als ich irgendwie 23 war oder hätte müssen den Sprung schaffen zu den Profis, hat es kein Schweizer Team gegeben. Also BMC war so ein halb Schweizer Team, halt wegen dem Sponsor, die Firma in der Schweiz ist, und IAM hat damals mal gerade aufgehört. Ja. Und ja, wie ich vorher gesagt habe, wenn ich mit den Kollegen gehe trainieren und so, ich habe manchmal wegen dem anfangen Velo fahren und ich finde das auch jetzt cool, wenn du 6-7 Schweizer bist, du bist einfach mit denen ein bisschen näher als mit vielen Ausländern halt. Und weiss auch nicht, hast BMC-Velo, hast einen Schweizer Sponsor und so. Ich finde das einfach cool, ja. Aber ich bin dann bei Groupama in die Welttour gekommen und 5 Jahre dort gefahren. Und nach 2 Jahren hätte ich zu Tudor wechseln, weil das Team hat dann neu angefangen. Ja. Aber ich habe gerade so ein bisschen den Fuß in der Welttour gefasst, habe mich so ein bisschen etabliert, konnte die grossen Rennen fahren und habe dann im Ganchi abgesagt. Ah, krass. Und, wie muss man sich so das Gespräch vorstellen? Wenn so der grösste Schweizer Velofahrer zu dir kommt und sagt, komm ins Team. Ja, ich glaube, er hat meine Entscheidung verstanden, aber logisch, neues Schweizer Team, haben sie ein paar erfahrene Fahrer auch ins Team holen und so. Und ich habe echt gedacht, ja scheiße, ich weiss nicht, ob sie mir jetzt in 2 Jahren noch nehmen. Klar, ja. Weil es ist ja doch auch ein bisschen so emotional, wenn du einem Schweizer absagst und dann Ganchi sowieso noch der grösste Star der letzten Jahre im Schweizer Radsport.
ja, aber eigentlich dann immer relativ in gutem Kontakt geblieben, auch wenn wir uns an der Rennen gesehen haben und so. Und dann ist dann darum gegangen, um bei Groupama zu verlängern. Relativ früh in der Saison haben sie mir ein Angebot gemacht, um nochmal 2 Jahre unterschreiben. Und dann bin ich halt zum Fabian wieder und habe gesagt, hey, die wollen unterschreiben, aber bis irgendwie zum Giro-Start, was können wir machen? Dann haben wir uns relativ schnell gefunden, auch weil ich mir das eben die 2 Jahre schon irgendwie im Kopf hatte, dass wenn alles optimal läuft, dass ich dann dort fahre. Ja. Also, wie muss man sich das vorstellen? Vorher bist du bei einem französischen Team gewesen und Trainingslager sind wahrscheinlich und Zusammenkünfte sind alles nicht in der Schweiz gewesen. Und jetzt ist alles innerhalb von 30 Kilometern, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, von dem her hat eigentlich nicht so viel geändert. Wir gehen immer an die gleichen Orte ins Trainingslager, wo ich schon mit FDG vorher war. Ja. Aber ja, ich weiss auch nicht, als Schweizer, wenn du eben auf einem Schweizer Velo kannst fahren, Schweizer Sponsor und so, auch wenn ich da in Zürich einen Kaffee trinke mit den Velokleidern, Groupama, ja, hat auch schon mal einen, also mich kennt man jetzt nicht so, aber... Bist du der Stefan Kühn? Ja, wahrscheinlich haben sie das gefragt, genau. Aber ja, es gibt einfach noch so ein bisschen Motivation, ja. Aber apropos Stefan Kühn, hast du da beim Transfer etwas eingefädelt, oder? Nein, gar nicht. Nein. Ja, wir waren vorher 5 Jahre Teamkollegen, ja. aber ja. Ja gut, er macht es einfach mit seiner Art und mit seinem, dass er halt sein Kollege ist. Ja. Das war wahrscheinlich gewesen, aber... ich habe es eigentlich nicht gedacht, lang, als er kommt. Oder auch von ihm aus hat es nie so getönt. Mal schon, aber hat jetzt nie so getönt, dass er jetzt gerade zu Tudor kommt. Also hat er ein Pokerface gehabt? Ja, ich weiss nicht mehr. Ich glaube bis Paris-Roubaix oder bei Flandern-Rundfahrt in der Neutralisation. Letztes Jahr, oder also das Jahr, hat er gesagt, hey, was meinst du, ist das Team gut? Und ich habe gesagt, ja, doch noch. Kommst doch noch, ja. Okay. Du hast gesagt, wir haben die schöneren Liebling. Und er, der schon BMC-Fan war, wieder zurück auf BMC und so. Nein, aber es ist auch ein cooles Projekt und man sieht ja, wie es wächst. Und es ist ein mega gutes Team, also super Entscheidung gewesen, als ich jetzt dort bin, ja. Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit der World Tour? Sind wir da gut dran, um die Lizenz zu bekommen? Oder zum ja, das Team hat noch zu wenig Punkte gehabt die letzten 3 Jahre, darum sind wir jetzt die nächsten 3 Jahre noch mal pro Conti. Ja. Aber wenn man dort in den ersten 3 ist, kann man eigentlich auch jedes Rennen fahren, muss aber nicht. Darum ist es eigentlich so ein bisschen wie der Fünfer und das Weckli. Also ist eigentlich das Beste, was passieren konnte, sage ich jetzt mal. Du bist ja alle Rennen eingeladen, aber man muss nicht unbedingt. Gibt es denn irgendeinen Unterschied von Preisgeldern, die verteilt werden? Oder wie? Nein, gar nicht. Also eigentlich von allem Finanziellen und so ist es eigentlich ein Welttour-Team. Es ist einfach... Es ist einfach eben... Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Hast halt den Druck, dass immer, jedes Jahr musst du dich bestätigen, als wieder bei den ersten 3 ist. Und wenn du eine Welttour-Lizenz hast, hebt sie für 3 Jahre. Aber von den Fahrern, vom Niveau her jetzt haben wir wirklich ein paar richtig gute mit dem Alaphilippe und dem Küng, der jetzt noch kommt. Hirschi, all die, wo man auch wirklich kennt, wenn man nicht so Velo-Fan ist. Das nehme ich an, ist jetzt schon so, dass man jetzt eigentlich sagen kann, rein vom Fahrerniveau sind wir eigentlich ein World Tour Team. Ja, absolut. Sicher jetzt man gute Fahrer gehabt dieses Jahr, 2, 3 hat es jetzt nochmal Wechsel gegeben, wo eben durch den Stefan Küng ersetzt worden sind oder durch den Luca Mazzato, der mal Zweiter war bei der Flandern-Rundfahrt. Und so ein bisschen die, ja, für ein paar ist es jetzt halt hart geworden, die mit dem Team wie gestartet sind in die Profikarriere, aber jetzt hat es halt wie nicht mehr gelangt. Aber wenn du halt 3 Grand Tours pro Jahr fährst oder also das Team teilnimmt, dann brauchst du halt einfach auch Fahrer, die so viele Rennen fahren können. Und das Level von diesen Pro-Conti-Rennen zu Welttour-Rennen ist halt einfach nochmal extrem. Aber ja. Ja, eben, es gibt ja schon ein paar Kritiker, die sagen, Tudor pirscht ein bisschen zu krass vor. Also sie investieren krass, sie wollen einfach nur eins und das ist gross werden und sie nehmen keine Rücksicht auf, ja, sei es jetzt auch Leute, die eben einen guten Dienst geleistet haben. Ich weiss nicht, wie nimmst du das intern wahr? Jetzt für dich als Tudor-Fahrer, ja, was hast du das Gefühl, was würdest du jetzt so jemandem sagen, der genau sagt, hey, ihr macht schnell vorwärts? Ja, am Schluss denke ich, haben sie auch noch ein Nachwuchsteam, wo sie schauen doch noch auf den Nachwuchs. Sie kaufen jetzt nicht irgendwelche Stars einfach ein. Und, aber klar, als ich unterschrieben habe, ich weiß es nicht mehr, nach der Flandern-Rundfahrt, glaube ich, letztes Jahr, habe ich gedacht, ja, da kann ich 1-2 Mal auf meine Rechnung fahren und das Team wächst langsam. Und dann im Herbst ist der Hirschi dazu gekommen, Alaphilippe, jetzt kommt der Küng und so. Es ist halt jetzt krass einfach nochmal
besser geworden, die Qualität der Fahrer. Aber am Schluss, glaube ich, ja, ist es auch cool, wenn die Schweiz so ein Team hat. Und man sieht, wir sind, glaube ich, gleich jetzt 7, 8 Schweizer in diesem Team, wo auch ein paar dabei hat, die sonst wahrscheinlich nicht mehr könnten Velo fahren oder im ausländischen Team nicht den Unterschlupf finden. Also es ist gleich noch, ja, ich glaube, die Richtung stimmt. Also, und man muss halt können an der Tour de France fahren, um die Sponsoren happy machen und alles. Immer, ja. Und an der Tour de France kannst du halt einfach nicht mit 8 Fabian Lienhardt kannst du auch nicht gehen. Du musst halt einen Alaphilippe noch dabei haben oder einen Küng und so. Ja. Was hast du das Gefühl, deine Rolle, wo wird sich die einpendeln? Oder was erhoffst du zumindest? Also ich bin ja immer so ein bisschen Leadout, also Anfahrer für Sprinter. Ich würde mich dort gerne noch ein bisschen verbessern. Ich weiss noch nicht genau, mit welchem Sprinter ich unterwegs bin. Mit dem, wo ich eigentlich die ganze Saison, das Jahr unterwegs war. Der hat das Team verlassen. Der geht zu Alberto Dainese. Hat aber auch nicht jetzt mega viel gewonnen. Oder? Wir sind jetzt nicht, weiss auch nicht, die dicksten Freunde gewesen nach dem Jahr. Darum kann ich ja, ist okay so. Aber das sicher. Und dann mal schauen, jetzt, wie es geht mit meinem Rücken und der Verletzung, dass ich ja, Klassiker sind so mein Ding, Flandern-Rundfahrt drüben. Und mit dem Team, das wir jetzt haben, mit dem Küng, mit dem Haller, mit dem Trentin, wäre ich dort schon gerne dabei. Aber es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen Zeit, trennt man ein bisschen davon, aber mal schauen. Okay. Ja, also, ja, man macht sich halt jetzt schon ein bisschen Sorgen. Ich meine, eben genau jetzt, du weißt, es läuft schnell, die Leute sind noch besser geworden. Wie gehst du jetzt in so einem Moment in deinem Kopf damit um? Was hilft dir eigentlich, wieder die Ruhe zu finden und zu sagen, hey, ich weiss, ich bin schon lange dabei, ich habe schon vieles erlebt, das schaffe ich schon. Das habe ich schon das Gefühl, dass ich sicher wieder gut zurückkomme. Aber eben, wie ich vorher gesagt habe, ist eigentlich meine erste Verletzung, die ich habe. Oder ich habe, glaube ich, noch nie ein Rennen verpasst, auch nicht wegen krank sein. Krass. Und das hat mich auch ein bisschen ausgezeichnet. Oder habe darum, vielleicht bin ich nicht immer der Stärkste gewesen, oder ich bin nicht das grösste Talent, aber habe immer wieder einen Vertrag bekommen, weil sie mir einfach anrufen können und sie haben gewusst, er ist eigentlich okay. Und jetzt muss ich wahrscheinlich 2-3 Monate später in die Saison starten. Mit allen, die ich geredet habe, die sagen, ja, kommst stärker zurück, oder? Und dann mal wirklich erst rausnehmen. Und jetzt, wo ich auch ein bisschen Zeit hatte, zum Reflektieren und so, habe ich gedacht, ich bin wirklich ausbrennt in dem Herbst. Nach der Tour de France. Ich hatte am meisten Renntage vom Team, irgendwie am 10. meisten von allen World Tour Profis. Und das schon die letzten 2-3 Jahre. Ja. Und von dem her denke ich, ja, wenn ich jetzt einen sauberen Aufbau machen kann und nicht stressen oder irgendetwas überhastet machen. Ja. Okay. Du sprichst ein gutes Thema an, den Rennkalender. Das wird ja auch immer intensiver und eure Erholungszeiten werden immer kürzer. Der Tag selber wird härter, es wird härter gefahren, es ist heißer. Ja, wie schaust du dort auf dich selber oder was habt ihr als Team auch für Massnahmen, um genau eben den neuen Lifestyle im Super-Elitesport so ein bisschen zu kompensieren? Ja, vor ein paar Jahren hast du halt gesagt, du brauchst ein paar Rennen, um in Form zu kommen. Und dann an die Rennen kommen, eben nach Corona, sage ich mal, hat schon ein bisschen vorher angefangen, dass man, ja, wenn du gut trainierst, kommst du besser an ein Rennen, als wenn du noch den Stress hast vom Rennenfahren. Das machen jetzt sicher Topstars, oder? Die fahren weniger Rennen und kommen top vorbereitet von irgendwie Teide oder Sierra Nevada, Höhentrainingslager, direkt an Tour de France. Aber dann, ja, wir fahren vom Januar bis im Oktober Rennen und jedes Team ist limitiert auf 30 Fahrer. Irgendjemand muss halt die Rennen fahren und dann sind es halt oft so ein bisschen die Helfer wie ich, die dann mehr Renntage haben als die anderen. Aber ich fahre eigentlich gerne Velorennen. Also ich trainiere schon auch gerne, wenn es eine gute Gruppe ist, aber zum richtig hart trainieren fahre ich auch gerne Velorennen. Was ist eigentlich so der geilste Moment als Helfer? Weißt du, wo du so merkst, okay, es lohnt sich, Helfer zu sein? Im Sprint schon, du siehst ja, wenn du der letzte Anfahrer bist oder wenn er gönnt. Das ist schon ein spezielles Gefühl. Und bei Groupama, wo der Stefan Küng Dritter wurde, in Paris-Roubaix oder der Madua mal Zweiter bei Flandern, das ist schon mega cool, ja. Wenn du es hörst, irgendwie im Radio bist du zwar abgehängt, hast noch 10 Kilometer zum Fahren und ja, oft freust du dich ja als Helfer dann auch an den kleinen Sachen, weiss nicht, unten am Koppenberg musst du gut in Position sein und wenn du es dann schaffst, ist es so ein bisschen wie dein Job erledigt, ja. Habe ich nur das Gefühl, oder bekommen Domestics mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe als auch schon? Das wüsste ich nicht, wie es früher war. Michi Scher, der jetzt Nazi-Trainer ist, auch so der klassische Helfer gewesen und hat
mega schöne Karriere gehabt und ist auch geschätzt worden, aber ja, ich glaube, halt mit alles, was man mittlerweile kann messen, Watt und keine Ahnung was, und wenn dann halt, ja, Teams schauen, fängst du mehr auf das. Auch wenn du immer deinen Job machst, aber du bist beim 20 Minuten Test der Schlechteste. Dann weiss nicht, ob sie dann irgendwann denken, hey, eigentlich, der Kaib kann nicht, der fährt nicht schnell bergauf oder so. Ja. Wir nehmen lieber einen anderen oder durch einen Jungen ersetzen oder so. Aber wenn man ein bisschen, ich sage jetzt mal, menschlich auch noch okay ist, man ist ja gleich irgendwie 150 Tage im Jahr miteinander unterwegs. Ja, das ist viel, Und dann braucht es halt auch ein paar, die ein bisschen normal sind, noch, sage ich jetzt mal. Und du kannst nicht nur immer mit 3 Topstars umreisen. Ja. Ja. Wie sieht das eigentlich so teamintern aus? Wird da so ein bisschen bezüglich diesen Leistungswert ein bisschen aufeinander? Also man vergleicht sich logischerweise, aber ist das auch so ein bisschen ein Druck gekommen, so ey, der ist jetzt verdammt gut gewesen und alle sind so gut und ich bin nicht so gut oder der steht gut und gibt es denn da wie so ein bisschen auch, wie kann ich das sagen? Konkurrenz, oder? Ja, Konkurrenz ist ja sowieso um. Oder ein bisschen, man verheimlicht es, oder ich weiß nicht. Ja, ja irgendwie, das, weißt, so ein bisschen, dass es nicht ganz das offenste Thema ist. Oder ja sicher, kennst ja. du jeden einzelnen Wert, wie es dem anderen geht, oder ist da volle Transparenz? Ja, man redet schon viel darüber so im Team, aber ich glaube nicht, dass alle manchmal sagen, sie haben mehr Watt gedruckt, als gedruckt haben, wie sie es nicht sagen wollen. Oder? Ja. Du willst halt nicht, ich weiss nicht, bei mir jetzt vielleicht nicht so, aber wenn du als 25-Jähriger willst halt dann schon die Werte fahren, dass du auch die schönen Velorennen kannst fahren oder die grossen, oder? Und dann mittlerweile hängt auch viel von diesen Tests ab. Ja. Und dann gibt es sicher solche, die es nicht sagen oder noch ein paar Watt draufpacken. Aber das wird ja überprüft. Also, Also ja, im Team kannst du ja nicht mogeln, aber so am Tisch. Willst du ja nicht sagen, ich habe 20 Minuten Test nur 320 Watt können fahren. Hey, ganz ehrlich, ich bin eigentlich ehrlich und ich sage, also ich weiss es eben, wie wir vorher vom Bergzeitfahren Tour de France gehen, ich weiss, dass ich das nicht drücken kann. Ich habe meine Fähigkeiten mit Position fahren oder am richtigen Moment am richtigen Ort sein, aber wenn es um 20 Minuten geht, dann dann würde es mir wahrscheinlich keinen Vertrag mehr geben. Ja. Weißt du was, also kannst du uns sagen, was du dort in Lourdes noch gedrückt hast? Über die 10 Kilometer? Ich glaube irgendwie 390 Watt knapp. Krass. Und also das ist glaube 30 Minuten gewesen oder so. Also das ist übel. Also ich weiß nicht, das kannst ja, es ist eigentlich... Also es ist für eine zweite Tourwoche, mit der, wie du hast ja gesagt, du bist ziemlich am Arsch gewesen. Also, also bist am Arsch, aber es ist eigentlich noch krass, was der Körper nachher, was er noch bringt. Du fährst gleich noch fast Bestwert oder so, wenn du dann den Stress hast und alles, die Vorbereitung. Das ist ja ultra krass. Aber ja. Nochmal 30 Minuten, 93. Also, was fährst du so? Ja, du bist Velo gefahren, du weißt, wie viel das ist, aber eben, ich meine... Übersetze das mal schnell für einen Laien wie mich. Wow, das ist vielleicht... Wie kann man das am besten beschreiben für jemanden, der nicht so viel mit Watt zu tun hat? Ja, die reden immer von diesen Watt pro Kilo. Wie viel das müsstest du drucken, dass du dann noch im Zeitlimit bist und so. Hey, keine Ahnung, ist schwierig zu sagen jetzt einfach... Wie fest brennen meine Beine? Also du schaffst wahrscheinlich nicht mal 390 Watt. Ja, oder das doch ist mir so bewusst. für... nein, du schaffst es vielleicht so für... Das ist mir bewusst, aber... 30 Sekunden würde ich sagen. Das müssen wir eigentlich mal testen. Ja, aber das ist eine gute Frage. Wie kann man das ins normale Leben übersetzen? Ich glaube, das ist wirklich schwierig für jemanden, der noch nie auf so einem Göppel gehockt ist und das versucht hat zu drücken. Aber ja. Mittlerweile hat fast jeder ein Powermeter dran, der ein bisschen Velo fährt. Die hören und ein Powermeter haben, wissen ungefähr, wie viel das ist. Verstehen, die den Podcast hören. Und die meisten fahren ja mittlerweile auch Velo. Aber trotzdem, krass, ja. Was hast du sagen? Nein, sie hat eigentlich gar nicht mit dem zu tun, weil ihr Powermeter gesagt haben und dann ist mir irgendwie Strava in den Sinn gekommen und ich wollte fragen, ob du deine Etappen, auch wenn sie schlecht sind, auf Strava aufladest oder Watt und Puls habe ich nicht drauf, ja. Weil ich weiss auch nicht, wir haben das mal bei Groupama gesagt, wir laden das nicht auf oder so. Ja. Ein paar machen es, aber ich habe eigentlich kein Problem damit. Ich lade also du tust wirklich jedes Rennen, das du fährst, tust du auch Track auf Strava? Trainen fast alle, ja. Training meistens auch die meisten, ja. Mir ist es also, ja, wenn da einer schauen will, was ich trainiere, gut, machen es bei mir eh nicht, aber ich weiß nicht, was da siehst. Hast du mal deine Trainingsstrecke extra öffentlich gepostet? Oder habe ich da etwas falsch im Kopf? Das war, glaube ich, einfach so ein Event gewesen, oder? Von
Swiss Cycling. Ja, Swiss Cycling hat, glaube ich, mal so Ding gemacht, die Lieblingsrunden von verschiedenen Fahrern. Genau. Dort wäre es das gewesen, ja. Nein, sonst habe ich fast alles drauf. Eben wie vorher gesagt, wenn man mal mit einem nicht machen kann, um zu trainieren, oder vielleicht kann es mit einem anderen von der Gruppe nicht so gut, dann kann ich es halt nicht draufladen. Ich habe mal gehört, das sei ein rechtes Problem für die grossen Fahrer, weil ein paar haben auch so schon ihre Adressen preisgegeben. Ja, das glaube ich sofort. Also ich meine jetzt nicht an, dass bei dir eben... Ich glaube nicht, der Mathieu lädt nicht alles, der Wout Ja. van Aert lädt zwar, glaube ich, fast alles auf. Ja, aber bei uns ist kein Problem. Also Sylvain Dillier, der hat jeden Kilometer Ja. lädt er drauf. Tun ihr denn das auch analysieren? Oder was ist der Grund, wieso du aufladest? Ja, ich schaue einfach auch gerne, wo die anderen durchfahren und Ja, wie viel als einer okay. trainiert oder so. Ich gehe jetzt nicht schauen, was der für Übungen gemacht hat, eben 3 mal 8 Minuten gemacht hat Mhm. oder 4 mal Mhm. 10 Minuten oder so. Das interessiert mich nicht gross. Mhm. Aber ja, ich gehe etwa die schauen, wo ist der Bisecker durchgefahren im Training oder so. Ja. Oder? Aber ist es dann auch so unter euch, dass ihr dann so sagt, so, schau, der hat da einen komm ich hol den ab. Das schon ab und zu, ja. Aber einfach zum Nerven. Ich muss sagen, ich halte mir ein bisschen draus, aber ja, es gibt schon. Wer ist so der grösste Kommjäger von den guten Velofahrer, die wir kennen in der Schweiz? Ja, der Mauro Schmid, der hat schon, Ja. glaube ich, ein bisschen, ja, die guten. Jan Christen ist natürlich auch gut. Ja, musst halt gut können bergauf fahren, Ja. darum bin ich auch nicht so im Game. Ja. So die kurzen kann ich auch noch mitheben, aber dann bei den längeren wird es dann schwierig gegen die. Gibt es einen, Berggeist, wo ja. du besonders stolz drauf bist? Jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern irgendwo auf der Welt, wo du weißt, den habe ich. Nein, wüsste ich nicht, aber wie gesagt, ich bin nicht jetzt Ja. so der Freak, der drauf schaut. Ab und Okay. zu freust du dich einmal, wenn du schnellst bist in einer Abfahrt am Rennen oder so. Oder Mhm. wenn du im Gruppetto musst nachjagen an der Tour und dann bist du in der Abfahrt schnell runtergefahren, dann, dann freust du dich. Aber bergauf habe ich meistens nicht so Chancen zum Holen. Ja. Cool. Ja, ich habe eine ganz andere Frage. Und zwar, wir haben damals mit dem Stefan Küng Folge 100 irgendetwas, 111, Boah. sage Weiss ich es jetzt nicht. einfach mal so, Ja. den idealen Fahrer zusammengestellt. Jetzt müssen wir das natürlich mit dir auch machen. Puh. Und wir haben das da aufgeteilt in ein paar Kategorien, damit das ein bisschen einfacher ist für dich. Und wir müssen das jetzt dokumentieren, weil das müssen wir jetzt vergleichen, weil du wirst nicht der letzte Velofahrer sein, der bei uns ist, und dann müssen wir mal den Vergleich ziehen. Also wir haben so eine Liste, oder ich habe so eine Liste gemacht, wo wir mal alle Gäste aufgelistet haben und dann mit Farbe markiert haben, welche Sportart das es gewesen sind. Und du hast so gesehen, als ich mich speziell für Velofahren interessiert habe, sind plötzlich mega viele Velofahrer-Gäste in unserem Podcast gewesen. Und ich so dachte, ja super, es strahlt aus. Also, ja. Aber jetzt ist gut, dass du da bist, jetzt tust du ein bisschen das Muster brechen. Also ich bin immer noch Velo interessiert, aber du kennst meine Pläne, ich will nicht mehr der Beste sein. Ja. Willst du anfangen, Oski? Ja, Fabian. Wenn wir jetzt auf die Kategorie Körper und Physik müssten gehen, also da haben wir so Sachen drin gerechnet wie Größe, Gewicht, Aerodynamik, Robustheit. Wer wäre der beste Fahrer im Feld? Oder wer ist der beste Fahrer im Feld? Kannst du auch aus der Vergangenheit sagen, wenn es das einfacher macht. Boah, ja, Poggi ist natürlich im Moment. Ein paar sagen, er könnte wahrscheinlich ein bisschen leichter sein oder sein perfekter Körper für einen Velofahrer wäre wahrscheinlich ein bisschen leichter zum Tour gewinnen. Aber ich glaube, darum ist er auch so robust und eben kann dann auch ein paar Ruben fahren mit dem Körper, auch gleich noch, kann auch relativ gut sprinten. Ja. Darum schon eher so ein bisschen das Modell, der Modellathlet. Ich finde dann auch so ein Wout van Aert oder Mathieu natürlich cool, wenn ich so ein bisschen schaue, wer bei den Klassikern vorne ist. Ja. Okay. Also wir müssen einfach schauen, dass der Poggi nicht immer kommt jetzt. Weil der hat wahrscheinlich alles von dem, was wir jetzt da... Nein, für mich ist er halt, ich finde es cool, dass er nicht weiss, er nicht ausgemergelt ist und jedes Rippli siehst. Ich finde, das ist auch noch ein bisschen so. Ja, und er trinkt, ich habe auch schon gesehen, ein Bier trinken oder so. Er ist noch ein normal, glaube ich, auch mit dem Essen und so. Und ich finde das irgendwie... Kennst du ihn persönlich? Ja, man kennt sich so eben mal am Flughafen, am Rennen. Hast du nicht gedacht, Aber du nicht mal Besuch in Monaco? Nein, also nicht, nein. Nicht mega gut, aber... Aber weißt du, wenn du so 3 Wochen lang mit 150 Leuten jeden Tag Velo fährst, wie stark merkt man sich da die einzelnen Gesichter? Oder gibt es immer noch Leute, so wenn du auf Paris reinfährst, wenn es mal kurz endlich mal chillig ist und du denkst, «Oi,
Den Sieg habe ich jetzt noch nie gesehen. Das gibt's ja. Aber nach 3 Wochen Tour kennst du fast die meisten. Und du bist ja oft an der Rennen mit den gleichen Fahrern. Eben, Ja. Bergfahrer vom Team auch, die sehe ich mich im Dezember-Trainingslager und nachher das ganze Jahr nicht mehr. Krass. Ja, das Weil ist die halt mehr an den Bergrennen sind und ich mehr an den Sprinterrennen und an den Ja. Klassikern. Ja. Okay. Gut, dann der nächste Punkt wäre Kopf und Mentalität. Glaube ich, Julien Alaphilippe. Okay, Immer, Spannend. immer motiviert, gleich noch ein bisschen locker drauf. ja. Und ja, hat so Grinto auch, wenn er irgendetwas sieht. Jetzt Mhm. dieses Jahr hat man auch wieder gesehen, hat nicht, Mhm. vielleicht nicht mehr die besten Beine, die er hatte. aber Von den Jahren, zum wo er Karton alles gewonnen klauen hat. lange jetzt Aber einfach immer an jedem Rennen motiviert und 100% geladen und so. Ist er Also- auch neben dem Velo so? Ja, ist wirklich so. Also ja, man merkt schon, die Batterie gibt dann auch ein bisschen ab so am Abend an der Tour, aber wirklich am Morgen um 6 Uhr 120% geladen. Bam, bam, bam. Irgendwie macht schon Scheiß am Morgentisch, wenn alle anderen noch so halb am Schlafen sind. Und so ist eigentlich der ganze Tag, ja. Geil. Also das ist, glaube ich, mega eine Bereicherung für ein Team, wenn du so einen im Team hast, wo auch an harten Tagen, wo es schifft, niemand hat Lust. Genau, Einfach einfach mal- immer ein guter Spruch, immer Ja. ein bisschen Motivation, auch Ja. wenn es wenn's nicht läuft. Eben an der Tour gibt es so Tage oder auch sonst an der Rennen. Mhm. Der ist einfach immer Mhm. immer motiviert und motiviert die anderen auch. Oder als die Topstars schauen dann auch ein bisschen für sich und er ist wirklich so voll der Team. Ja. Ein guter Teamkollege, ja. Also ist es wirklich so, dass wenn du so einen wie ihn hast, dass du auch merkst, okay, ich werde besser durch ihn? Ja, glaube ich schon. Also du gibst halt auch mehr für so einen, wenn er ein cooler Typ ist. Und Ja. wenn er so motiviert ist, zieht es dich auch mit. Wenn alle den Kopf hängen lassen in der 3. Woche von der Tour und sagen, ah Scheiße, ich habe schwere Beine und es geht nicht mehr. Und heute hängt es mir ab. Ja. Nein, Und weil- er hat auch gewusst, dass sie ihn ab und zu abhängen. Aber Ja. dort in Paris hat er ja einfach nochmal ins Leere raus attackiert, weil er es ja, einfach aber das ist geil, 3-mal ja. Alaphilippe gehört hat und fährt er einfach mal los. Und ich finde das irgendwie noch geil, dass nicht alles so berechnet ist und Mhm. Voll. er noch Ja, viel aber mit gut, der hast seinen du mit dem Timo Emotionen Pino macht. ja eh auch einen im Team Schon gehabt, mal gut und auch mit ihm